Ich habe das Gefühl, in der heutigen Gesellschaft muss man immer etwas leisten, um Anerkennung zu bekommen und etwas wert zu sein. Gute Noten, einen guten Job, ein schönes Auto, viele Freunde, sportlicher Erfolg, gutes Aussehen. Schon nur in der Schule, das ganze Schulsystem, man muss immer etwas leisten. Dann kann man gute Noten machen, wenn man gute Noten macht, dann bekommt man Lob, Anerkennung. Und ich meine, auch unter Freunden muss man etwas leisten, um ihre Liebe, Anerkennung, Zeit zu bekommen. Kann man nicht einfach so ein scheiß Freund sein, man muss nett sein, man muss sich in die andere Person investieren, man muss anrufen, man muss nachfragen. Das ist ein ganz normales weltliches Prinzip, dass man etwas geben muss und dann bekommt man auch etwas. Ja, und ich finde es einfach so schade, dass so viele Leute so ein falsches Bild von Gott haben, weil sie das Bild von der Gesellschaft auf Gott übertragen. Gottes Liebe kann man sich nicht verdienen. Seine Gnade kann man sich nicht verdienen. Viele Leute haben das Gefühl, im Glauben geht es darum, gute Taten zu machen, Gebote einzuhalten, um nachher in den Himmel zu kommen, einfach ein guter Mensch zu sein. Aber das ist nicht die Hauptbotschaft der Bibel. Gott liebt uns so fest, dass er auf die Welt gekommen ist. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir, was eben nicht verdient haben, was eben nicht aus eigener Kraft können schaffen, damit uns vergeben wird, damit wir wieder in die Beziehung zu Gott treten können, damit wir ewiges Leben bekommen. Und das ist reine Gnade. Wenn du das Geschenk annimmst, dann ist es dir. Du kannst das nicht verdienen. Das Geschenk kann man sich nicht verdienen, das bekommt man. Eigentlich ist es mega basic, aber ich finde, wir Christen müssen uns einmal wieder bewusst werden. Gottes Liebe kann man sich nicht verdienen. Im 2. Timotheus 1,9 steht: Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn noch ehe diese Welt bestand, war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn, Jesus Christus, seine erbarmende Liebe zu schenken. Es ist reine Gnade, du kannst dir das nicht verdienen. Du kannst das Geschenk einfach annehmen. Und ja, wenn man so von der Liebe erfüllt ist und Gott so fest liebt, will man so leben, wie er es gesagt hat. In der Bibel steht, wer mich liebt, der lebt so, wie ich es gesagt habe. Aber das ist nicht, du musst so leben und dann liebe ich dich oder irgend sowas, sondern wenn man Gott liebt, dann kommt das von alleine. Ich bin so jemand, der mega schnell in das reinfällt, in das Leistungsdenken. Im Sport ist das so gesehen, in der Schule ist das oft so und auch im Glauben. Ich muss mir wirklich immer wieder bewusst werden, dass Gott nicht so funktioniert, wie die Welt funktioniert. Erst gerade habe ich das in meinem Zimmer liegen sehen. Irgendwie ist mir so bewusst worden, wir können einfach in Gott ausruhen, einfach bei ihm sein und einfach auch mal nichts machen. Es geht nicht darum, die ganze Zeit etwas zu leisten, die ganze Zeit etwas zu machen. Wir können auch einfach mal bei Gott sein, in seiner Gegenwart und seiner Liebe. Wenn man sich ausruht bei ihm, das ist der Anfang. Wenn man Zeit mit ihm verbringt, das ist der Anfang. Alles andere fließt nachher aus dem raus. Das ist alles ein Überfluss, der nachher rauskommt. Das kann man nicht aus eigener Kraft. Das kommt alles von da. Und ja, ich will dir wirklich zusprechen. Gott liebt dich. Auch wenn du mal versagst, auch wenn du das Gefühl hast, du hast es nicht verdient, Gott liebt dich. Verbring Zeit mit ihm. Ruhe einfach aus in seiner Gegenwart. Und du wirst erstaunt sein, was nachher passieren wird.